Ostern ist das Fest der Auferstehung. Und das Fest feiern wir seit fast 2000 Jahren. Auf eine Art ist es altbekannt und doch ist es vielleicht das Jahr ein bisschen anders als alle anderen Jahre. Das Jahr 2020 wird mit Bestimmtheit eingehen als eines der außergewöhnlichsten überhaupt in Geschichtsbüchern. Und ich nehme mal an, für viele von uns wird es das speziellste Jahr sein, das wir in unserer Lebzeit je erlebt haben, vielleicht sogar je erleben werden. Die Pandemie hat die ganze Welt in ihrem Griff gehabt. Und vom einen auf den anderen Moment ist im letzten Frühling das Leben irgendwie nicht mehr so gewesen, wie man es vorher gekannt hat. Und währenddem der erste Lockdown, ich denke, bei vielen noch relativ glimpflich vorbeigegangen ist, merken wir alle mittlerweile eine grosse Müdigkeit. Wir merken die Fragen, die aufgespürt werden. Und wir merken, dass die Einschränkungen, die wir in unserem Leben in Kauf nehmen müssen, sich langsam anfangen auf unser Leben auswirken. Und ich denke da jetzt nicht nur an die grossen Branchen wie die Gastro, wie die Reisebranche oder andere, die im Moment sehr stark leiden, sondern ich denke auch an unser persönliches Leben, in unserem Alltag hinein. Ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, wo ich merke, dass die Pandemie und die Einschränkungen Sachen in unserem Leben hinein verstärken. Sachen, die vielleicht vorher schon da sind, die geschlummert haben unter der Oberfläche. Wir merken, dass sich die Einsamkeit und die soziale Isolation anfängt auswirken auf uns. Man merkt, dass Zukunftssorgen, Ängste anfangen zunehmen unter uns. Dass Beziehungsspannungen plötzlich intensiver werden, wenn man so nah aufeinander oben hockt. Dass die Herausforderungen am Arbeitsplatz intensiv sind, weil es unsicher ist, wie die wirtschaftliche Lage sich weiterentwickelt. Und vielleicht haben wir auch da und dort Probleme mit unseren Kindern und unseren Jugendlichen, wenn wir merken, dass ihnen das Leben, das so anders ist, anfängt zuzusetzen. Und darum möchte ich dich zum Anfang von dieser Predigt, zum Anfang von dem Ostergottesdienst fragen, wie steht es um dich? Wie geht es dir? Wie geht es deiner Gesundheit? Wie geht es deinem Herz? Wie geht es deiner Seele? Ich glaube, dort, wo man das ablesen kann in unserem Leben, ist in diesen nächsten Kontakten in unserem Umfeld, die wir haben. Es ist in diesen Beziehungen, die uns am kostbarsten sind. Vielleicht in unserer Ehe, wenn wir eine haben. In unseren WGs, wo wir daheim sind und wohnen und leben. Vielleicht mit unseren Kindern. Oder mit sonst Leuten, wo wir einen engen Kontakt haben. Dort, wo man die Hüllen fallen lassen kann. Dort, wo man ehrlich und transparent ist. Dort merkt man, wie es geht, wie es steht um unser Herz, um unsere Seele. Vielleicht merkst du aber auch in der Art und Weise, wie du reagierst auf Herausforderungen und auf schwierige, schlechte Nachrichten in deinem Leben, in deinem Alltag drinnen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was in diesem Jahr so alles passiert ist und wo ich stehe in meinem Leben. Und mir ist etwas aufgefallen, etwas, was es vorher schon gegeben hat. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen verstärkt worden durch die ganze Pandemie. Und zwar, dass sich unser Leben immer ein bisschen mehr auch in eine digitale Welt anfängt übertransportieren oder überwachsen. Und so gehören Instagram, Facebook, YouTube und andere soziale Medien fängt zu unserem Leben fix dazu. Für Herr und Frau Schweizer habe ich nachgeschaut, sind das im Schnitt, sage und schreibe, 85 Minuten pro Tag, die wir auf Instagram verbringen, die wir auf sozialen Medien im Allgemeinen verbringen. Die sozialen Medien, die bieten uns eine Sicht von dieser Welt, die jederzeit da ist, die umfassend ist. Und wir haben uns Zeit und Mühe genommen, um mal ein bisschen zu graben und herauszufinden, welches sind dann die einflussreichsten Profile, also die einflussreichsten Personen oder Unternehmen, die am meisten Leute haben, die ihnen folgen. Und der Dani Weber wird uns gerade ein paar von denen präsentieren. Ja, genau. Vielleicht noch ein Wort zu Instagram allgemein. Das Unternehmen ist im Jahr 2010 gegründet worden. Die App ist lanciert worden und ist in der Zwischenzeit zu einer der meistgenutzten Social-Media-Plattformen geworden. Sie hat insgesamt aktuell 1,2 Milliarden Nutzer. Allein in der Schweiz nutzen 3,5 Millionen Menschen die App und verbringen Zeit darauf. Auf Instagram teilt man Bilder, Videos mit oder ohne Ton, sowie auch schön formulierte Texte. Man gibt der Welt einen Einblick ins eigene Leben, aber man nimmt natürlich auch am Leben von vielen anderen teil. Viele von uns nutzen diese Plattform und können durch das ganz genau sehr nahe an ihren Stars sein, sehr nahe an dem sein, was man vielleicht sonst nie erreicht. Und was auch spannend ist, ich wage zu behaupten, dass viele von uns zuerst in die sozialen Medien, in die Welt von Instagram tauchen, bevor sie einen Schritt aus ihrer Haustür raus machen.
Auf Instagram gibt es auch Menschen, die das ganze Leben mit anderen teilen und ihr Leben auch dazu brauchen, Leute zu unterhalten und mit dem auch Geld zu verdienen. Die nennt man sogenannte Influencer. Und so kann man sagen, Instagram inspiriert und bewegt. Instagram informiert und wirbt. Instagram entführt in ferne Welten und in die nächste Nähe von Stars und Sternchen. Instagram prägt unseren Blick, wo wir haben auf unsere Welt und wie wir sie sehen. Es ist zu einem informellen Maßstab geworden. Und wie angekündigt, ein paar der berühmtesten Profile. Ich bin da auf die Suche, nachforschen und ich präsentiere euch das meistgefolgte Profil auf Instagram aktuell. Das ist das von Cristiano Ronaldo. Wie könnte es anders sein? Sage und schreibe 273 Millionen Menschen verfolgen, was er macht auf Instagram. Wir sehen da viele Bilder von Fußball, selbstverständlich. Er ist der Star für viele Kinder, für viele gerade Buben. Man sieht sie mit seinem Liebling rumlaufen. Er lässt uns Anteil haben, aber auch mit Einblick in sein persönliches Leben. Sein Markenwert ist riesig geworden, weil er wirbt auch. Und so habe ich unter anderem auf Instagram herausgefunden, dass er seit 12 Jahren sehr glücklich ist mit dem Shampoo Clear Man und das benutzt. Ein anderes Profil, das vielleicht mehr in Richtung von diesen Influencer geht, das ich selber nicht kennt habe, aber scheint weltberühmt ist, die viertmeist gefolgte Person, ist die sogenannte junge Dame namens Kylie Jenner. Sie ist 23 und ist eine Influencerin. Sie ist auch Model und in der Zwischenzeit Unternehmerin und Besitzerin von einer Kosmetikfirma namens Kyle Cosmetics. Sie ist im März 2019 mit einem Reinvermögen gemäß Forbes Magazine von 1 Milliarde US-Dollar gemessen worden und somit die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Die Frau zeigt ihr Leben auf Instagram, sie inspiriert Menschen und 223 Millionen folgen ihr und wollen wissen, was so abgeht. Ein Vergleichswert. Man gleicht sich an. Es gibt natürlich auch ganz andere Lebensbereiche, die uns faszinieren. Und so ist auch eines der meistgefolgten Profile das von National Geographic. Das ist für Naturliebhaber oder die Weltreisenden von uns sicher interessant. National Geographic ist bekannt, dass sie geografische Projekte fördern. Das ist eine Gesellschaft zur Förderung von dem, aber noch viel bekannter wegen ihrem Magazin, das sie seit vielen Jahren herausgeben, mit Hochglanzfotografien rund um den Globus. Und so entführt einem das Profil in ferne Welten. Dorthin, wo man vielleicht manchmal lieber wäre. Und das ist sehr spannend, auch das zu sehen und auch zu sehen, wie viele Menschen dem wirklich dann folgen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen mehr in unsere Region, nämlich das Nachbarland Deutschland. Eines der meistgefolgten Profile in Deutschland, wie könnte es auch anders sein? Das der Bayerischen Motorenwerke. 30 Millionen. Und sind wir doch ehrlich, unter uns hat es doch auch der eine oder andere, der wahrscheinlich schon gedacht hat, wenn er mit so einer Maschine könnte zum Arbeiten fahren, dann wäre das Leben einfach ein bisschen besser. Also Firmen nutzen das, zeigen uns, was wir noch haben können. Aktuell im Trend Elektroautos, selbstverständlich. Kommen wir noch ein bisschen näher zu dir und mir, Reto. Wir kommen zu den Stars und Sternchen von der christlichen Szene. Auch die gibt es. Und da habe ich dabei Dr. Johannes Hartl. Ganz ehrlich, es ist noch recht herzig. 45'000 Leute nur, die er erreicht. Reto, du mit deinen paar hundert Likes, I'm sorry, gell? Dr. Johannes Hartl, er nennt sich selber Autor, Redner und Gründer. Auf seinem Profil heisst es, der Slogan, den er hat, ist Philosophie des wahren Lebens. Und er inspiriert Menschen mit seinem Glauben an Gott. Er fordert auf zum Gebet. Er tut viel Gutes mit dem. Er lädt ein, zum Gott nachfolgen. Er lädt ein, zum seine Predigten lauschen. Er promotet da, was er macht. Und ganz viele Leute im deutschsprachigen Raum hören ihm zu. Einen konnte ich nicht weglassen. Unser Liebling der Nation. Unser allerbester Freund. Roger Federer, in der Schweiz einer der Topstars, 8,1 Millionen Abonnenten. Es gibt aber tatsächlich noch Leute, die mehr haben. Und eben, wenn man ihn mit dem Cristiano Ronaldo vergleicht, muss man sagen, Roger, du hast keine Ahnung von der digitalen Welt. Du könntest doch noch viel weiter arbeiten. Aber ihr seht, der Roger selber in der Lenzer Heide, glücklich daheim. Und in dem Moment denke ich, ja Roger, auch ich würde gerne in der Lenzer Heide wohnen. Das ist so ein kleiner Einblick, ein Schnellüberblick. Und jetzt sicher die Frage, was macht das mit uns? Und Reto, dir geht es gleich wie mir, auch ich bewege mich in diesem Profil. Ich bin 30 Minuten im Tag auf Instagram und ich merke, es prägt mich. Und Instagram ist nichts Negatives per se, sondern es bewegt mich auf verschiedenen Ebenen. Es inspiriert mich, ich informiere mich da, ich konsumiere Produkte, ich informiere mich, ob etwas gut ist oder nicht, ich unterhalte mich darauf. Und gleichzeitig merke ich schon auch, wie manchmal anders aussteigt. Fernweh, Selbstzweifel, Zerstreuung und Minderwert. Und ganz ehrlich, ich versuche in dem irgendwie einen gesunden Umgang zu finden, wenn ich mich mit dieser Vergleichsplattform bewege in meinem Leben. Und ich weiss nicht, ob es mir immer gelingt. Und ja,
Neben dem, dass es mich inspiriert und fasziniert und ich es lässig finde, bewegt es mich manchmal auch und fordert es mich echt raus. Ich bin getroffen von diesen Weltfluchtsgedanken. Und das nicht nur durch Profil der Stars, sondern manchmal auch von meinen Arbeitskollegen, von meinen Freunden, die gerade irgendwo wieder die schönen Ferien haben. Oder manchmal eben ganz simpel vom 10 vor 10 Moderator, der auch noch mega gut skateboarden kann und gleichzeitig auch immer in den Ferien hängt. Und ich denke so, ja, wo bin ich? Oder vielleicht noch ein bisschen näher, von all diesen christlichen Popstars. Und ich denke, hey, müsste ich auch mehr machen, zum präsent sein, zum Menschen inspirieren, zum Botschaft, die ich kann. Und das ist ja auch das, was ich dafür gezahlt werde, die Leute bringen. Und plötzlich löst es auch Druck aus. Und so ist es so eine Balance, die wir uns drin bewegen müssen. Und vielleicht darum frage dich, kennst du das auch? Was folgst du so? Bei mir ist viel Fußball, viel Reisen, bei dir ein paar andere Sachen. Ja. Also zum einen auch Sportler, vor allem Football-Stars, und da gibt es ja auch viele gläubige Menschen darunter. Dann natürlich Musiker, zum Beispiel John Mayer, den ich finde, ist wirklich einer der besten Musiker-Gitarristen. Und natürlich auch die amerikanischen Pastoren von ihren Mega-Churches. Und eins haben sie alles in gemeinsam. Irgendwie suche ich dort Inspiration für meinen Alltag, einerseits für mein persönliches Leben, aber natürlich auch für die Arbeit. Eben, wie kann man so eine Botschaft dann weitergeben? Und ganz ehrlich, es geht mir manchmal ähnlich wie dir. Es sind so Übermenschen und du siehst, wenn jetzt so eine Gitarre geht, wie er schnell so ein bisschen da im Pyjama noch irgendwie etwas voranudelt und du kannst stundenlang üben und kommst nie dort dran hin. Und manchmal muss ich ehrlich sagen, es deprimiert dann auch ein bisschen. Weil irgendwie so ist es so unerreichbar weit weg. Die sozialen Medien geben uns Zutritt, Zugang, Einblick ins Leben von Menschen. Echt, weltumspannend und in jedem Augenblick vom Leben. Und wie der Dani schon gesagt hat, grundsätzlich sind die sozialen Medien weder gut noch schlecht. Und es ist auch nicht ihr Problem oder ihre Verantwortung, wie es uns als Personen mit dem geht. Also was für eine Wirkung, dass die Profile von diesen anderen Menschen für unser Leben hat, das hängt weniger an Instagram als an uns und an unserem Leben. Aber vielleicht verstärken sie etwas, das schon immer da war in unserem Leben hinein. Sie zeigen Seiten auf vom Leben von anderen Menschen, wo wir irgendwo uns versuchen, nachzuempfinden, versuchen, drin hineinzuversetzen. Wir leben mit dem, was andere Menschen machen. Und irgendwie gibt es so einen Trick und einen Kniff, wo unser Hirn unsere Gedanken kann überlisten kann. Weil eigentlich wissen wir alle ja ganz genau, dass die Profile nicht die ganze Sicht von der Realität zeigen. Wir wissen, dass auch all die Stars und Sternchen irgendwann aufs WC müssen und dass dort auch ein bisschen komisch schmecken tut, wenn sie dann ihr Geschäft verrichtet. Wir wissen, dass man sich mit gewissen Posen sein Body besser zeigen kann. Wir wissen, dass man Sachen photoshoppen kann. Und trotzdem gehen wir immer und immer wieder in diese Fallen rein. Und Dani, du hast doch noch ein Bild von einem, das so ein bisschen zeigt, wie sehr und wie schnell das kann funktionieren, gell? Ja, wir haben da eins gefunden, das wirklich amüsant ist und wir blenden euch das gerne kurz ein. Der Herr geht in die Ferien oder eben auch nicht. Wir sehen hier, dass er das faked mit einer WC-Brille vor dem Laptop. Immer und immer wieder werden wir in unserem Leben austrickst, in unseren Gedanken hinein. Und wir machen uns selber Gedanken und fragen uns, wo stehen wir in unserem Leben. Und vielleicht kommt dann das, was ich vorher am Anfang von dieser Predigt gesagt habe, nämlich die Unzufriedenheit mit gewissen Lebensbereichen. Vielleicht das Gefühl, eingesperrt sein, das Gefühl von der Perspektivenlosigkeit, das Gefühl irgendwie vom Minderwert gegenüber anderen, wo verstärkt worden ist durch die aktuelle Situation, nochmal ein bisschen präsenter in unser Leben hinein, wenn wir uns vergleichen mit den schönen Seiten von anderen Leben. Vielleicht ist es im Beruf, in der Karriere, wo du das Gefühl hast, du müsstest erfolgreicher sein, einflussreicher sein dort, müsstest vielleicht mehr Bestätigung oder Anerkennung bekommen für das, was du leistest. Vielleicht vergleichst du auch deinen Körper, dein Aussehen mit dem von diesen Stars und Sternchen. Vielleicht denkst du auf die eine Seite, eigentlich müsste ich ein bisschen weniger haben oder eigentlich schon das Richtige, aber es sollte eben am richtigen Ort sein, dort, wo man es braucht, die Pfund und die Kilos. Und das gilt im Fall nicht nur für die Frauen, auch für die Männer mit ihren Sixpacks, die sie da haben. Vielleicht vergleichst du deinen Besitz, deinen Wohlstand, dein Auto, deine Ferien, wo du hingehst, die du dir leisten kannst, mit dem, was andere Menschen dort machen. Vielleicht vergleichst du deine Familiensituation. Vielleicht fühlst du dich einsam und allein und hättest gerne auch so einen gut aussehenden, talentierten, einflussreichen, liebevollen Partner. Vielleicht bist du in einer Beziehung und vergleichst deine Partnerschaft mit dem, was du siehst auf Instagram oder in deinem Umfeld. Vielleicht hättest du gerne ein Kind. Oder vielleicht, wenn du ein Kind hast, vergleichst du dich, wie deine Kinder sich geben, wie deine Kinder im Moment unterwegs sind mit dem von anderen. Und oft ist es doch so, das, was wir sehen auf Instagram, ist ein Leben, das geprägt ist
von Erfolg, wo geprägt ist von Schönheit, von Ästhetik, wo geprägt ist von Leichtigkeit, von einem internationalen Flair auf der ganzen Welt. Und das Problem ist altbekannt und trotzdem gehen wir immer und immer wieder in die Fallen hinein. Wir vergleichen uns. Wir vergleichen unser Leben mit anderen. Und etwas, was ich gelernt habe über Vergleichen, ist, wer vergleicht, der verliert. Immer. Wer vergleicht, der verliert immer. Weil es gibt nur zwei mögliche Reaktionen auf den Vergleich. Das eine ist, dass du das Gefühl hast, du bist besser wie jemand anderer. Und dann stehst du ganz fest in der Gefahr, dass du stolz wirst, überheblich wirst, dass du eingebildet bist. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich die wahrscheinlichere Art und Weise, wenn du vergleichst, dann verlierst du, weil dein Leben nicht mithalten kann mit den Stars und den Sternchen, nicht mithalten kann mit all diesen wunderbaren, schönen Seiten, die die Leute dir präsentieren. Du bist deprimiert, depressiv, unzufrieden. Und vielleicht verstärkt sich in deinem Herzen noch viel, viel mehr das, was schon lange da war. Unsicherheit, Unzufriedenheit, Ängste und Sorgen oder was auch immer das ist. Und ein kleiner Einschub da drin ist erlebt. Wir alle wissen, es hat eigentlich nicht direkt etwas mit Instagram zu tun. Weil unser Leben vergleichen, tun wir so oder so. Früher war es vielleicht einfach an anderen Ort, mit anderen Mitteln. Und heute ist es einfach über die digitalen Medien. Ich habe ein kleines Zitat gefunden. Ein Zitat, das auf die altbekannte und einfache Problematik, eine altbekannte und einfache Lösung hat. So simpel das Problem ist, so simpel ist doch eigentlich die Lösung. Es ist ein Zitat von Oscar Wilde, einem Schriftsteller, der vor über 150 Jahren gelebt hat. Und das heißt simpel und prägnant: Bist du selber, weil alle anderen gibt es schon. Das Problem hat es schon vor mehr als 175 Jahren gegeben und die Lösung ist hier schon so simpel und altbekannt gewesen. Bist dich selber. Find zurück zu dir, entdeck dein wahre Ich, steh zu dem, was du bist und so weiter und so fort. Eine Entscheidung, die schnell getroffen ist in unserem Leben. Vor allem dann, wenn wir merken, dass wir nicht mithalten können mit dem, was aussen an uns passiert. Aber vielleicht geht es dir so wie mir. So einfach die Entscheidung gefällt ist, so schnell folgt auf dem Absatz die grosse Frage: Ja, wenn ich selber so sein, wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich aus? Was bestimmt darüber, ob mein Leben erfolgreich ist oder nicht? Was definiert, wie wertvoll dass ich als Mensch bin und was für einen Beitrag dass ich zu leisten habe in dieser Gesellschaft? Wenn ich mich nicht vergleiche, wie weiss ich dann, ob ich am richtigen Ort stehe oder nicht? Die Frage ist um einiges älter als 150 oder 200 Jahre. Sie ist Tausende von Jahren alt. Und die Bibel führt uns an einen Punkt in unserem Leben hin. Und ich glaube, die Ostern ganz speziell führt uns immer und immer wieder an die Frage an, wer sind wir und was definiert, was wertvoll, was erfolgreich, was kostbar ist in unserem Leben. Die Reise zu mir selber ist eine Reise dort an, wo ich herkomme in meinem Leben. Also herauszufinden, wer ich wirklich bin, ist eine Reise zurück dort an, wo ich herkomme mit meinem Leben. Und ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Varianten, zwei Möglichkeiten für einen Menschen, diese Frage zu beantworten. Die eine Variante ist die, dass wir sagen, das, was ich bin, ist ein Produkt von absolutem Zufall. Es ist irgendwie, auf was für eine Art und Weise auch immer, glücklich oder wie auch immer, so dazu gekommen, dass eins zum anderen, zum wieder anderen geführt hat und eine Aneinanderkettung von glücklichen Zufällen dazu geführt hat, dass irgendwo mal irgendetwas entstanden ist, was sich dann weiterentwickelt hat. Das ist die eine Variante. Wie Menschen die Frage beantworten, wo sie herkommen. Und die andere ist die Bibel uns gibt, ist die der christliche Glaube uns offeriert. Jedem Einzelnen von uns. Die Antwort, die sagt, du bist kein Zufall. Weil hinter deinem Leben steckt ein Schöpfer. Ein Schöpfer, der dich gewollt hat, so wie du jetzt bist. Ein Schöpfer, der dich gestaltet und geformt hat. Ein Schöpfer, der Gedanken über dein Leben gehabt hat, noch bevor du geboren worden bist. Und so ist die Suche nach meinem wahren Ich, eine Suche nach den Wurzeln, nach dem Ursprung von meinem Leben. Und eine Art, wie man das auf eine schöne, auf eine kunstvolle Art und Weise in der Bibel findet, ist ein Text, oder sind Texte aus den Psalmen. Psalmen, Dani, du hast uns da einen Psalm mitgebracht. Ja, kurz 2-3 Gedanken zu den Psalmen. In der Bibel gibt es 150 Psalmen. Das sind Lieder und Gebete für Gott und zu Gott. Ungefähr 70 davon werden einer Person zugeschrieben, nämlich dem König David. Der König David, der hat im Jahr 1000 vor Christus gelebt, das heisst vor ungefähr 3000 Jahren. Er ist als jüngster Sohn aus einer Familie aus Bethlehem zum König gesalbt worden und ist zum
bedeutendsten König der Geschichte von Israel geworden. Die Bibel berichtet uns, dass er ein Mann nach Gottes Herz war. Er hat 40 Jahre lang regiert und unter anderem eben 72 genauer Psalmen verfasst. Der David hat Einfluss gehabt. Und darum haben wir uns auch erlaubt, das Instagram-Profil von ihm zu erstellen, King David. Weil zu der damaligen Zeit hätte er wohl eins gehabt, damit er das Volk informieren und mit ihnen in Kontakt sein. Er hat auch wirklich Berühmtheit gehabt im positiven Sinn. Schon bevor er König geworden ist, haben ihm die Frauen Jubelgesang zugerufen. Die Bibel berichtet uns über das. Und haben ihn im Vergleich gestellt mit anderen, mit dem König von damals, mit dem Saul. Also er ist vielleicht ein Influencer von der damaligen Zeit gewesen. Was in seinem Leben aber auch heraussticht, ist, dass er ein sehr emotionaler Mensch war. Und seine Emotionen hat er verarbeitet. Und eigentlich könnte man ja sagen, dass er allen Grund gehabt hätte, um irgendwie selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Aber anscheinend hat er auch gekämpft mit dem. Und das drückt sich aus in diesen Psalmen immer wieder, wo man sieht, wenn er auch ringt, wenn er brüllt, wenn er schreit und fleht zu Gott, wenn er überwältigt ist. Und manchmal aus seinen Umständen keinen Ausweg mehr sieht. Und dann gibt es aber auch eben die anderen Psalmen. Und auf den nimmst du Bezug. Das ist der Psalm 139. Und ich möchte euch mitnehmen den. Dort schreibt der David, wo er Halt findet. Und anfangen tut er mit dem Satz im Vers 1, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Und das könnte einem schon fast so ein bisschen bedrängen und bedrohen, weil will man wirklich, dass jemand alles von einem weiss. Aber anscheinend ist das für den David Grund, zum wirklich zum Halt zu finden. Und so lesen wir dann ab Vers 13. Da schrieb der David, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken. O Gott, es sind unbegreiflich viele. Es ist Fakt, dass der König David schon vor 3000 Jahren mit der gleichen Frage, wie du jetzt da demonstriert hast, gekämpft hat. Mit der Frage, wo komme ich her, wer bin ich? Frage nach der Identität. Und er findet Halt bei Gott. Er findet eine Antwort bei seinem Schöpfer. Und er schreibt das ihm da zu. Und mich inspiriert das und ich merke, das tut mir auch gut. Er hat gesehen, dass die Frage nicht neu ist. Dass Menschen mit dem fertig geworden sind. Der David hat so viel Grund gehabt, selbstbewusst zu sein. Er hat auch sich messen mit anderen. Da sind andere Regenten auf Besuch gekommen. Man hat sich verglichen. Aber wahren Halt scheint er nur bei Gott zu finden. Ich denke, das darf uns inspirieren. Auch wenn wir auf der Erfolgswelle vom Leben reiten, egal wie es aussieht. Und natürlich kann ich auch sagen, aktuell bewegt mich die Worte besonders in den vergangenen Monaten, wo ich ein Kleinkind, ein Baby begleiten durch sein Leben. Und wenn du das Geschöpf siehst, dann gibt es keinen Makel an dem. Es ist einfach perfekt. So einzigartig wie es ist, es bewegt etwas. In diesem Moment gehen dir die Augen nochmal auf und du verstehst, das ist ein Wunder. Und an dem darfst du keinen menschlichen Maßstab ansetzen. Da gibt es nur den von Gott. Du bist ein Worshipper und Liederschreiber. Und ich denke, du kennst dich gut aus mit Psalmen. Du hast auch eigene geschrieben. Was macht der Psalm mit dir? Es ist etwas Unglaubliches, wie die Bibel und in dem Fall der David es schafft, Sachen in Worte auszudrücken, die irgendwo wir kennen, wo wir einen Bezug dazu haben. Und wo man aber irgendwie manchmal auch nicht so richtig fassen kann. Und für mich ist das schon lange so ein Psalm, den ich immer und immer wieder nehme. Das ist nicht einer, den man einmal gelesen hat und dann weiss man alles darüber, sondern es ist wie so ein Ort, um mich selber wieder zu inspirieren. Und ich habe so eine Sehnsucht in mir rein, dass ich an einen ähnlichen Punkt ankomme wie der David, dass die Faszination über das Wunder von dem Wesen von Gott, wo so ein gnädiger, guter Gott ist, der es liebt, Menschen zu erschaffen, als Gegenüber, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Und gleichzeitig auch ein Gott, der mich hat wählen, der in mich so viel hineingepflanzt hat, wo der David irgendwie erkennt, man spürt das da drin, dass das mich bewegt, dass es auch ich an so einen Punkt ankomme, und ich merke, ich bin selber so fasziniert von Gott und von dem, was er in mir geschaffen hat, dass ich irgendwo ja auch so einen Psalm könnte schreiben oder ausdrücken da drin. Ich glaube, zurückzufinden zu unserem wahren Ich bedeutet am Schluss zurückzufinden zu unserem Ursprung, zurückzufinden zu dem, was Gott gemeint hat, als er uns geschaffen hat. Und ich habe ein Zitat gefunden, es ist in Anlehnung an ein anderes Zitat von der Kerstin Hack, wo sie sagt, mich selber zu lieben bedeutet, mich so zu sehen, wie Gott mich gemeint hat.
Mich selber zu lieben bedeutet, mich so zu sehen, wie Gott mich gemeint hat. Warum kommt diese Botschaft jetzt gerade zu Ostern? Ich glaube, weil Ostern der grösste Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit ist. Es ist der Punkt, der Abschnitt, wo eine Zeit in Vorher und in Nachher unterteilt hat. Ostern ist eigentlich eine Geschichte vom Scheitern. Es ist eine Geschichte von unerfüllten Erwartungen. Es ist eine Geschichte von deprimierenden Vergleichen. Wenn man das schaut, dann ist der Karfreitag geprägt von Dunkelheit, von Hoffnungslosigkeit, von Perspektivenlosigkeit, von einem Gott, wo man gemeint hat, wo die Menschen retten und jetzt hängt er da an dem Kreuz, hilflos, nackt, runtergerufen von diesen Menschen um ihn herum. Nicht von dieser majestätischen Herrlichkeit, nicht von dem Rettergott, der mit dem Schwert kommt und endlich mal Recht und Ordnung bringt. Die Geschichte von Ostern ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass wir Menschen nicht selber uns retten können. Nicht selber uns retten können aus dem Vergleich heraus. Das heisst, egal wie tief dass wir in uns hineinsuchen, egal wie fest dass wir versuchen, aus uns heraus unseren Wert und unsere Bestimmung und den Sinn von unserem Leben zu finden, wir werden es nie schaffen. Weil man am Ende an dem Punkt landet, wo wir sagen, entweder gibt es einen Schöpfer oder es ist alles nur Zufall. Und wenn alles nur Zufall ist, für was bin ich denn da? Und so will ich dir Mut machen an diesem heutigen Tag, die Ostern nochmal neu zu erleben. Vielleicht bist du ein Mensch, der bis jetzt noch gar nicht gewusst hat, dass es einen Gott gibt. Vielleicht glaubst du gar nicht so wirklich daran, dass der Schöpfer da ist und dich wählen. Dann lass mich dir das sagen. Mach dich auf so eine Reise zu entdecken. Stell dir die Frage mal ganz ehrlich. Und versuch dir vorzustellen, wie wäre es, wenn es da einen Gott gäbe, der dich wählen, so wie du bist. Der etwas gepflanzt hat, etwas angelegt in dir hinein. Ein Gott, der gesagt hat, du bist so kostbar und so wertvoll, dass ich parat bin, alles, was ich kann, zu geben. Jesus hat sein eigenes Leben gegeben. Und die Bibel sagt uns, dass Gott das grösste Schmerz, das grösste Opfer auf sich genommen hat, indem er seinen Sohn geschickt hat. Damit Menschen, die an ihn glauben, zurückfinden können zu ihrem wahren Ich, zu dem, was sie geschaffen worden sind. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die seit Jahrzehnten mit dem Gott unterwegs sind. Und wenn du ganz ehrlich bist, merkst du, so wie es mir jemand geht und wie es dem Dani jemand geht, dass auch wir als Christen in dieser Gefahr stehen, dass wir unseren Wert, unsere Identität, unsere Bestimmung in unserem Leben, den Zweck, warum wir auf dieser Erde sind, aus anderen Sachen versuchen rauszuziehen, aus dem Vergleich mit anderen Menschen, aus dem Bild, das sie präsentieren. Und wir alle scheitern da drin. Im 2. Korinther 5, Vers 17 sagt die Bibel Folgendes. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ostern ist der Moment, wo unser Leben neu werden kann. Ist der Moment, wo wir uns lösen können von all diesen zerbrochenen Erwartungen, von all diesen zerbrochenen Träumen, von all diesen Vergleichen, wo wir am Schluss zerbrechen daran, weil wir merken, dass wir nicht mithalten können. Ostern ist der Moment in unserem Leben, wo wir zurückfinden zu einer überwältigenden Liebe in unserem Herzen. Zu jemandem, der uns zuflüstert in den dunkelsten Stunden von unserem Leben. Ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Ich sehe alles von deinem Leben und ich will dich genauso, wie du bist. Und ich bin bereit gewesen, alles in meinem Leben zu investieren. Alles, was ich kann, sagt der Gott. Für dich, weil du es wert bist. Und ich habe einen Plan und gute Gedanken über dein Leben. Ich will, dass du einen Unterschied machen auf dieser Erde. Ostern ist die befreiende Botschaft, dass wir es nicht selber schaffen müssen, weil Gott es schon lange für uns geschafft hat. Ostern ist die befreiende Botschaft, dass egal was wir unternehmen in unserem Leben, dass wir erst dann unseren Wert und unsere Bestimmung werden finden, wenn wir zurückfinden zu dem Ursprung, wo wir herkommen. Zurückfinden in die Freundschaft, in die Beziehungen mit Gott in unserem Leben. Und so will ich es dir zurufen. Er ist es. Er ist die Quelle. Der Jesus ist die Antwort auf die Fragen in deinem Leben. Der Jesus ist das Leben, das du suchst, in seiner Fülle, in seiner Lebendigkeit hinein. Jesus ist es, der die Löcher in deinem Herzen und in deiner Seele füllen kann. Egal, ob du diese Botschaft heute zum ersten Mal hörst oder zum 100. Mal. Und wir möchten das symbolisieren. Und ich weiss, es braucht jetzt ein bisschen Mut für dich, dort, wo du bist. Du hast die Möglichkeit, ein Selfie von dir einzuschicken und es wird da hineinkommen. Und vielleicht, wenn du ein Selfie machst, geht es dir so, wie wenn du auf Instagram schaust. Dass du in diesem Spiegelbild hinein all das siehst, was dir nicht passt an dir selber. All deine Unvollkommenheit, egal ob die jetzt optisch oder innerlich ist. Vielleicht siehst du als allererstes all das dort drin, was eben nicht so ist, wie all die hübschen Instagram-Profile, wo du Tag für Tag durchgehst.
Aber ich glaube, du kannst heute ein Statement machen. Indem du sagst, ich gehe zurück zum Ursprung. Und ich fange mich an, so zu sehen, wie Gott mich gemeint hat, als er mich geschaffen hat. Und ich fange die Kraft von der Erneuerung annehmen in meinem Leben hinein. Und ich mache einen mutigen Schritt. Und du bist eingeladen, mit deinem Telefon den QR-Code zu scannen und dann kommst du auf eine einfache Website, wo du ein Foto schicken kannst, das dann hier in der Parkarena auf dieser Wand hinter mir wird erscheinen. Es ist deine Möglichkeit, ein Statement zu machen und zu sagen, ich fange mich an, so zu sehen, wie Gott mich gemeint hat. Wer ich eigentlich wirklich bin. Ich finde zurück zum Ursprung, wo ich herkomme. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein eigenes Leben hingehst, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du alles investiert hast und dass alles schreit und ruft mir zu, du bist es wert, du bist es wert, dass man alles hingibt, du bist es wert, dass man alles investiert. Jesus, ich danke dir für die Momente in meinem Leben, wo das tief in mein Herz runtergefallen ist und ich nicht erklären kann, wieso, aber wo ich gemerkt habe, wo ich gespürt habe in mir drin, es gibt dich und du meinst es gut mit mir. Und egal, was ich versuche zu beweisen, ich werde es nicht schaffen. Jesus, und du weißt auch um all den Schmerz von diesen Menschen, die dem Gottesdienst teilnehmen, egal ob sie da sind vor Ort, in der Parkarena, im Tan Village Saal, im -2 oder die Hause vor ihrem Computer. Du kennst all die Unzufriedenheit, du kennst all die Sehnsucht in ihrem Leben hinein. Ich danke dir, dass die Botschaft von Ostern stärker ist als das alles zusammen. Egal, was uns Menschen belastet, egal, was uns Menschen beschäftigt, es ist nichts stärker als deine Liebe, die du gezeigt hast durch deinen Tod am Kreuz, Jesus. So bete ich für dich dort, wo du bist. Also das kannst du empfangen in deinem Leben hinein. Dass du heute, an diesen Ostern 2021, die Entscheidung kannst treffen und sagst, ich lasse mich nicht mehr länger bestimmen von dem, was andere Menschen über mir sagen oder denken, sondern nur noch von dem, was der über mir denkt, der mich geschaffen hat. Amen. Amen.